Ich will meinerseits anledend pur Konklusionen ziehen. Ich meine, das klar, Tripartit als gescheitert, froh als natürlich für Wert als gescheitert. Ich meine, sie ist gescheitert, weil Gewerkschaften und Lehrer gezündet als der Tripartit von 2006, sowohl was den Inhalt angeht. Gewerkschaften sind nicht mehr bereit, Strukturreformen matt zu drohen und zu legitimieren, die keine rein zeitgebundenen Krisemaßnahmen mehr sind, mit die darauf hintendieren, den Sozialstaat auf wesentliche Punkten aufzubauen. Gewerkschaften wollen ihre Handlungsfreiheit behalten, für auch gegen diese Maßnahmen in Zukunft nach können 40 Uhr, wann es notwendig ist. Es kann in Mengen nicht feststellen, dass die neoliberale Politik keine Akzeptanz mehr hat an der Gesellschaft, weil sie als einzige Perspektiv Angst vom sozialen Aufstieg für viele Leute hat. Sie kann sich nicht mehr durchsetzen, die neoliberale Politik am Anfang geholt, wenn sie ökonomisch und politisch gewalttätig vorgeht. Wir wissen, was eine ökonomisch Gewalttätigkeit ist. Wir haben noch gesehen bei der Tripartit, was politisch Gewalttätigkeit bedeutet. Oder an dem sie Matrika schafft oder Modelllenkungsmanöver wie den von der sogenannten selektiven Sozialpolitik an ihrem Paradepferd, dem sogenannten sozialen Index, Agrarhaiun, Gewerkschaften, mengenisch, überzeugend Fakten und Gegenargumente geliefert. An dem LSAP-Kongress von letzter Woche wissen wir auch, dass der soziale Index ein Patronatsindex ist. Da kann ich nicht mehr so einen Donntakt, und das werden wir noch in Zukunft, mehr wie ein wiederholen, die auch so wie im Sozialistischen Kongress gemäht ist. Aus der Sicht von der Lenker sind ob den Tag von Haut verschiedene Ziele erreicht gehen, auch wenn der Gros von den geplanten Maßnahmen immer noch am Spurpark dran ist. Die Debatte ist Mob, die wichtig vorstehen am Mittelpunkt, Gewerkschaften und ihre Autonomie behalten, an der Sozialistischen Partei wird darum diskutiert. Wir mengen, dass wir selber auch verschiedene zu der Entwicklung beigetragen haben, durchaus Kritik unter Tripartit von 2006, von den Gesetzen, die darauf kommen sind, darauf hin mit dieser Präsenz an der Chamber, an der die letzte Zeit mit dieser Kampagne, wo der dort Dokumente für uns erschleien hat, über die Kruzialfragen von der Arbeit, wer das Arbeit, wen lebt Arbeit, wen schafft Werte hier am Land, und wer der Rechte müssen darunter gebunden sind. Nur so kann er nicht mehr bis 21 Jahre bezahlt gehen, und nicht wie bislang bis 27 Jahre, wenn er studiert hat. Das trifft natürlich hauptsächlich Frontalieren, und das jede Benefizen kann er Geld nicht, wie viel kann er der Dünige kriegen. Und das soll dann für die Letzteburger Residenten gesucht, weder das noch nicht klar, durch Buchsen après adaptiert gehen. Das heißt, dass man den einen hier kann am Mann wert sich wie den anderen. Weil eben die Buchsen für die Residenten just sind und auch den Revenuskriterien gebunden sind. Außerdem versteht ihn du nicht richtig, für das Spurpotenzial ist. Wenn ja eine Mesure geholt wird für die Spuren an einen anderen, soll das ja aber kompensieren. Und wir sind nicht der Meinung, dass all kann, sei das eine Frontalier seid, oder eine Netzbürger seid, ein Bauer oder ein Märbechter seid, soll das selbst kriegen. Und da sehen über andere Wege, zum Beispiel über die Erhebung vom Höchststeuersatz, und über die Steuern einen sozialen Ausgleich soll machen, an einer Umverteilung, anstatt Familien und Studenten an Närmebüro zu schicken, weil darauf könnte raus. Eine andere Mesure, die nicht nur familienpolitisch, aber die einfach Mama, die auch die Frauen an dem Moment betrifft, wo Herr Jean-Claude Juncker mal eine Wahlkampagne gemacht hat, mit der Mama gesagt, alle Mama kriegen 3.000 Franken von mir quasi. Und mich selber bezahlen. Dem hat sich als Verteidiger von Hausfrauen abgespielt. Das ist eine Mesure, die ganz viel Diskussion mit sich gebracht hat. Aber dadurch soll nur zurückgeschraubt gehen. Wir hatten damals die Mesure nicht gerade favorisiert, weil sie außerhalb vom allgemeinen Rentensystem funktioniert. Und wir hatten viel geschlossen, Maßnahmen zu machen für die Frauen, die eben keine berufliche Karriere haben. Das könnten am Rand, an einen Rand am Kader vom allgemeinen Rentensystem könnte kreieren.
durch zum Beispiel auch da kann von Baby für die Frauen eben nicht die 3 Lehrjahre geschafft und so weiter. Und dadurch ist nur Nachhaltigkeitsgründe für die Frauen. Weil das ist nämlich genau das, was geschieht, was man dem uns gesucht tun, als die 4 Stunden, die gehen bestätigt. Eine Mesure wie die Mama, die kann einfach gekürzt gehen, sie kann aufgeschafft gehen und so führen. Und dafür will man auch als ursprüngliche Revendikationen denen Frauen Chance zu gehen, an das Rentensystem ranzukommen, das eine kräftige. Zu einem Hauptpunkt von einem Gründungskonsens, wenn ich dazu kann sagen, Gründungskonsens, die Link. Zu den Hauptpunkten von dem Gründungskonsens besteht so, dass den wichtigsten gesellschaftlichen Problem, den von der Verdelung vom Reichtum wäre, wobei wir ein Reichtum nicht nur verstehen, materielle Reichtum, nicht nur finanzielle Ressourcen, mehr auch demokratische Ressourcen, also Mitbestimmungsrechte, Bildungsressourcen, kulturelle Ressourcen und so weiter und so fort. Wir haben, wie die Krise ausgebracht ist, gesagt, die Krise wäre zu einem ganz großen Teil bedingt verursacht durch einen Umverteilungsprozess an den letzten Jahrzehnten von innen nach oben, bedingt durch eine Akkumulation von Reichtum oben, eine Akkumulation, die entstanden ist durch Moderation von den Löhnen Niveau von der produktiven Arbeit, die favorisiert gehen als auch zu Lützeburg durch eine Steuerpolitik, die systematisch, kontinuierlich, progressiv immer Steuern auf den höheren Revenuen an, auf die Beneficer aufgesagt wird. Und wir sollen Remenke, wenn wir wollen die richtige Lektion aus der Krise ziehen, da müssen wir die Verdelungsfrage stellen und seriös diskutieren. Und Verdelungsfrage ist für uns nicht hauptsächlich die Verdelung innerhalb vom Salariat, darüber kommt Heike kurz zurück, sondern die Verdelungsfrage ist hauptsächlich die zwischen dem Kapital und den Revenuen vom Kapital auf der einen Seite, an dem Salariat, an den Revenuen aus der Arbeit auf der anderen Seite. Wenn man sich den Maßnahmenpaket anguckt, auch den Lohn nach bleibt, da stellt ihr fest, dass der größte Teil von den 4 geschlohenen anno vom Kongress von der LASAP aufgesehnten Park nach immer auf Kosten vom Salariat geht. Wir haben an der ganzen Diskussion, die lo gefordert gehen als 400 Tripartite, während der Tripartite, nach dem Ende von der Tripartite, eigentlich ein paar wesentliche Fragen vermisst. Und das sind die, eng von denen habe ich am Anfang schon zitiert. Wie ist es mit der gesamten Umverteilung vom Reichtum? Wie ist es eigentlich mit der Lektion aus der Krise? Wir haben aber für einem Jahr nach ein paar Leute höhere Schwätze von einer Systemkrise, da das längst vergisst. Wenn es eine Systemkrise wäre, dann müssen wir auch froh, welches System ist dann da an Krise geraten. Aber was muss ich also als Schlussfolgerung ziehen, für entweder das System umzumodeln oder sogar aus dem System umzusteigen. Das ist alles River. Und wir mengen, das wird logisch geht, auch mit dem Park, der nach da übrig geblieben ist, weil das Remenke ja zu einem großen Teil eine Umverteilung von innen und oben ist, bereden wir am Fungehol die nächste Krise schon Remenke ja für.